Alljahrs Anfang Juni sind Darschreibungen für die Musikskuren. Hier können sich dann alle Schülerinnen und Schüler, die 2 Jahre ewei musikal oder 1 Jahr Solfège gemäht haben, für die Instrumentenkuren erschreiben. Für das ihr wisst, welche Instrumentenkuren an der Gemeinde Stengefort an Zusammenarbeit mit der OGDA angeboten gehen, profitieren alle Chargeen von der Gemeinde Stengefort, für ihr Instrument ein bisschen zu erklären und vorzustellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken vom ersten Teil von den kleinen Filmen und hoffe, dass auch dir das richtige Instrument fand. Ich stelle euch heute Mittag dann mein Instrument vor. Mein Instrument das ist ein von den ältesten Instrumenten, die wir haben. Das ist aus Blech. Er gehört dann zu der Familie von den Blechinstrumenten, und zwar ist es ganz genau Trompete. Mein Instrument besteht am Formel aus 2 Teilen. Der eine das Instrument selber, und dann habe ich hier noch ein ganz wichtiges Stück, das nennt man Mundstück, für nämlich einen Ton auch rauszukriegen. Wie kriege ich überhaupt bloß einen Ton auf so einem Instrument raus? Das ist ganz einfach. Ich presse meine Lippen ein bisschen nach beneden, und da bloße ich Luft durch die Lippen, und da weine ich das Mundstück. Ach, schon aus dem Ton. Dafür setze ich mein Mundstück auf mein Trompete, und da lauscht er ein Kehr, da klingt es ganz anders. Du hast Trompeteninstrument, das kann ich ganz viel gebrauchen. Ein Trompete kann ganz hart spielen. Kann aber auch ganz dus spielen. Voilà. Vielleicht tut er nur Lust mit der Trompete, aber ich bin frei, wenn wir dann am September gehen gesehen. Der Chor gehört zur Familie von den Blechblasinstrumenten. Er hat ein Mundstück oder ein Mundspitz genannt, an der überdreht Vibrationen von unseren Lippen auf das Instrument. Das Instrument verwandelt dann die Vibrationen an mehr schönen, an mehr noble Klang. Der Chor ist auch das längste von allen Blechblasinstrumenten. Das ist am ganzen 3,70 Meter lang. Weil der Chor so lang ist, wird ein ganz großes Etendue. Das will heißen, dass er ganz tief Noten drauf spielen kann. Dass er aber auch ganz hohe Töne drauf spielen. Die Viergänger vom Chor, das waren Posthorn oder noch der Chor de Chasse. Mit denen konnten für einen Klang Fanfaren oder Signaler spielen, weil die Schwach von den Noten, die ihn drauf spielen konnten, nicht ganz groß war. Dann kriegt der Chor aber seinen Piston oder vielmehr noch ein Ventiler, und dann als aus dem Chor dann auch ein vollwertiges Melodieinstrument ging, auf dem man genauso virtuos Passagen spielen kann wie auf allen anderen Blasinstrumenten. Ich bin nicht für ein Instrument vorzustellen, aber wie ein Instrument. Das ist ein Flottinstrument, mega schön, mega jung. Das ist ein Holzblasinstrument. Das ist ein Saxophon. Wenn ihr motiviert seid, dynamisch seid, komm bei mir für Saxophon zu lernen. Das ist flott. Du kannst alle Genre Musik, nicht nur allein, aber mit einem Refrain spielen. Seid ihr bereit? Das fängt an.
Der Teilten aus ein elektrisches Gitter. Ein elektrisches Gitter besteht aus einem Körper, Zeiten, Mikroen, Kneipischer an einem Schalter. Hier haben wir einen Hals, Bünn, an 6 Seiten. Ein Gitter ist einerseits ein Begleitinstrument und ein Soloinstrument. Dafür immens vielseitig. Mein Nummer ist Manualisch und ich gehe seit 14 Jahren individuell Gesangschoren hier an der Gemeinde Stengefurt. Wenn dir wollt, ihr stimmliches Potenzial ausbauen, an dir sangt gerne, egal ob an einer Choralle oder daheim, da schreibt dich ganz gerne bei mir an den Chor an. Ich bin der Gilles, ich habe einen Perkussionschor und einen Batteriechor hier zu Stengefurt an der Gemeinde und ich stelle mich heute Batterie kurz vor. Das wichtigste Instrument von der Batterie ist ein kleines Drum, das steht hier im Zentrum. Danach könnt die große am Boden, Deckdrum, hier haben wir 3 Tom-Tommen und oben drüber die Blechhai, das sind Schummdeckeln. Wir von der Stengefurter gehen als Scouten haben, ich weiß nicht, gefühlten 30 Jahre machen wir Durchstehaktionen zu Stengefurt am Spital, wo wir alle Patienten, Bewohner und Personal ein kleines Kado für ausstrecken. Das normalerweise 4 Mal ausstehen, basteln Tute, wo die Sachen dran gemäht gehen. Das haben wir so kleine Nähmaschen gebaut, die dann kann er zusammengezammert haben. Was nur noch fehlt, sind Aussteher. Die werden wir dann an die nächsten 2 Versammlungen dann 4 und dann noch dran machen.
Wir verschenken als Seemerscher. Wir machen das gern und wir hoffen, dass wir so den Patienten erkranken eng Flott Sache können für Austre gehen. Letztes Jahr dürfen wir es nicht machen, wenn es Corona ist. Dieses Jahr machen wir es ein bisschen ähnlich, dass die Jahre für drei sind wir dann an Spidol gegangen. Wir sind bei Schiffrin Einzelnen gegangen, sondern das Neue Austre selber. Bei Schiffrin Einzelnen rangegangen, dann haben wir das geschenkt und dann die Leute waren dann noch immens froh, wenn mehr Junker dann da rangekommen sind. Das Jahr ist dann eben ähnlich, dass das Jahr kriegen sie Spidolkrittern die 120, die wir basteln, und sie verdienen sie dann und Bewohner und Personal. Wir sind das Jahr an der Käseminen, auch eben wenn Corona. Ich war froh, dass Gemeinde als Möglichkeit gibt, dass wir das soll dafür nutzen. Und hoffentlich nächstes Jahr dann weiter am Chalet unter den alle gewinnenden Konditionen. Herzlich willkommen am Gemengenbusch von Steingefocht, wo wir dann das Jahr Brennholz gehauen haben, die Leute könnten aus der Gemeinde bestellen. Das tun wir hier an einem ziemlich nah gelegenen Buchebestand, haben mit Kutterpacht gemäht. Das mit einer Firma nur aus der Gegend, die haben das BM umgehauen, an eine kurze Strecke geschnitten von 4 Meter. Und geschläft gehen also in diesem Fall eben nicht mit einer Maschine, viel fest öfters üblich ist. Wir haben das mit einem Pferd gemacht. Der Schwaf, was wir eben hier am Busch mit dem Pferd geschafft haben, hat viele Begründungen. Die eine ist einfach, dass Menge wahrscheinlich die Leute auch Ambition war, eben Schonen zu schaffen, Tisch Bodenschonen zu schaffen, mit möglichst wenig Impact auf den Boden. Und das ist zum Beispiel durch Pferd gehen. Pferd hat das quasi da, wo Alkeas der Baum umgefallen ist, als der Pferdeführer, der Ricker, hat den Baum mit einer Kette angespannt und ist dann eben auf die notgelegten Rickegas damit gefahren. Wenn es so Pferd, da waren es an dem Fall Ardenner Pferd, das heißt die Zikalblieder, die vom Gemüt hier schon immens ruhig sind und immens gelassen sind, für der Arbeit können nutzen. Die sind eben über Jahrhunderten für die Arbeit am Anfang hingezogen gehen und auch für die Besoin, für den Gebrauch benutzt gehen, schon an der früheren Zeit, sie wird Acker, an der Landwirtschaft, an am Busch, für den ganzen Schwung auch ein bisschen weiter am Schwingen zu halten, gehen die Aktionen mit dem Rücken am Pferd auch unterstützt, an einer Form von einer Beihilfe, einem Subsid, das ist am Gemengebusch, wie auch am Privaten, allein nicht mehr durch den Gest von der Beihilfe seht ihr schon munches aus, dass die Aktion Recke mit Pferd schon einen gewissen Sinn ergibt. Nachdem das Pferd dann die BM, wie für du erklärt, ob die notgelegenen Strickegas gezündet hat, gereckt hat, waren dünn um Traktor mit einem Lötfon, mit einem Kran drin, den die Abschnitte von 4 Meter abgeladen hat, und die wird die Gas dann raus aus dem Bestand gefahren hat und 100 Mal aufgeladen hat. Sie sind hier aufgeladen gehen, wo dann als Jungen, als 3 Büscherarbeiter vom Reveilleur, die Langhölzer quasi, die Rundhölzer, wie ihr seht, an Stecker Brennholz weiter verarbeitet tun. An dem Fall hat die Gemeinde an der Einheit Stäre verkauft.
Stär ass 1 Meter um Meter um Meter, dat hiech 1 Meter lang, 1 Meter tief an 1 Meter héich. An 2 Stär ginn eng Coat. An just fir sinn e Gefil ze ginn, e Stär als 1 Meter um Meter bis hinnner sinn plus minus d'Äquivalenz vun 200 Liter Masut. Op der Gemein kënner ebe so Coaten so Stären bestellen iwwer de Formulär. So Stär fréet Gemeng 65 €. Nodems man dann fertig sinn, mat all die Kommanden, die Leiit ragin hunn ze produzéieren, ze reissen an ze testen, ha genannt Fullekichte weh beim Wasserturm op der Eichener Stroos ran leiden dann all die Lose. An nodems man der fertig sinn kréint Leiit an hireieren Zierdel, wo se dann invitéiert sinn, hier los sichchen zu kommen, opzelöden, heben der mat ze fuhren, nach bisssen der mat ze gedëllegen, weil der braucht nach fleisch so gut 2 Uhr bis drschen ass. Und dann an die jeweile Schmooste schneiden, eiere dann an de Kameinka geheit gin, an do verbrannt ka gin. Ministerisch fir Gleichstellung tcht Frauen a Männer Teiner Bofferding huet trop gehalen, die interessant a berehrend Ausstellung an der Villa Koller zu Stangefocht umzukucken. Sie wirklich Darstellung zu gucken kommt von der Fondation Maison de la organisiert vom Poesischen, wo auch mal dabei sind. Ja, ganz geehrt, dass ich Zeit habe, für ein Tour zu merken. Das ist ein ganz immer Wander, wirklich eine ganz flotte Ausstellung, die gemacht wird. Es sind auch Frauen, die schon auch gepackt sind, zu kommen, nach gucken. So kann man Schmattkrit haben und auch Bilder von den Leuten aus dem Ministerium auch gesagt, ich muss dann unbedingt gucken gehen, dann so flott illustriert, dann noch wirklich aber mich schwierig Thematik, auf eine andere Manier wohl umgeht. Und wir sind schon froh, dass wir Zeit von tun, dann sind ich ganz gespannt, obwohl ich bei einem Bestimmt schon am Hintergrund bin. Ja, dann so kann ich natürlich ganz flott dass als Gemeinde Stangerfocht aktiv auf dem Gebiet gesehen und mir nach das schon gut Jahr hier über die Jahr wo Konventionen erschrieben hatte für den Pilotprojekt und ich habe auch gesehen, dass hier dann heiß Witten gehen und mich natürlich ganz besonders freut und ich bin gespannt dann auf Expo und auch für die Raschen ein großes Merci aber auch für die gute Zusammenarbeit die man hun der Preis kriegt, den soll encouragieren den Domain zu schaffen. Voilà, sollen wir das mal gucken? Der herrliche Chiffre. Der herrliche Chiffre als eine Ausstellung wird Gemeinde Stangefocht an Zusammenarbeit mit dem Foyer Sichern von der Centre Porte Verte an der Chancengleichheitskommission am Kader vom Weltfrauentag organisiert. Die Idee für diese Ausstellung zum Thema häusliche Gewalt ist am Foyer Sichern entstanden. Nachdem Isabelle Marschall aus ihrem Foyer echte Kontakte mit der Illustratrice Fanny Weller abgeholt hat, aus dem Projekt und Rolle kommen. Freut mich ganz besonders, dass wir das Expo, wo ein Premiere zu Lützburg ist, an der Villa Koller zu Stangefocht ausstellen dürfen. Fanny Weller, selber Opfer von häuslicher Gewalt, hat bei Hilfe von seinen Zeichnungen einen Weg gefunden, für zu thematisieren. Am Mittelpunkt stehen Frauen, die Opfer sind von häuslicher Gewalt. Ob ein lebendiger Weise, an dem die Illustratrice Kontakt mit der Familie und den Freunden hat, beschreibt sie mit ihren schwarz-weißen Zeichnungen des Frauen. Frauen, die gerne gelacht haben, die mit Motto gefahren sind, die gesungen haben mit ihren Kindern, die gekocht haben, getanzt. Frauen, die einfach von ihrem Partner aus dem Leben geraubt wurden. Häusliche Gewalt hat viele Gesichter und viele Formen. Wir sprechen von der psychischen, von der physischen, von der sexuellen, von der ökonomischen und von der verbalen Gewalt. Falls ihr Opfer seht oder wisst von einer Person, fragt nur Hilfe, bleibt nicht lang und informiert euch über die Rechte. Direktrice von der Fondation Porte Verte, Madame Miriam Mersch-Zimmer, hat der ministerische Bilder, die von der Illustratrice Fanny Weller kreiert wurden, präsentiert und durch die Ausstellung gefördert.
Sie ganz froh, ich kann am Nu von der Gemeinde Stengefurt auf dieser Exposition hier am Kader von Weltfrauentag zu begrüßen. Als Gemeinde Stengefurt setzen wir schon seit einer ganzen Reihe Jahren intensiv für eine Chancengleichheitspolitik am Allgemeinen sowie eine Gleichstellungspolitik zwischen Frauen und Männern am Speziellen an. Außerdem haben wir letztes Jahr den Schwur getroffen gehabt, einen eigenen Chancengleichheitsservice aufzubauen und eine Person dafür zu rekrutieren. Dass wir mit all diesen Aktionen und Bestrebungen im richtigen Weg unterwegs sind, weiß nicht zuletzt den Prix d'Encouragement, den wir anfangs des Jahres konnten, von der Ministerin für die Gleichheit zwischen Frauen und Männern und Madame Taina Bofferding entgegenholen. An den nächsten Jahren wollen wir zusammen mit der Chancengleichheitskommission ja auch zusammen mit ihr Bausen aktiv als Politik gestalten. Dafür wird ab erstes Jahr ein größerer Bürgerbelegungsprozess zukommen, wo die an der Meinung gefragt geht. An der Meinung wird dann zusammen mit diesen konsultativen Kommissionen auch konkret Aktionen abschließen. Häusliche Gewalt an all ihre Facetten wird nicht toleriert, weder lo noch in Zukunft. Gerade in diesen Zeiten von der Krise ist es mehr als egalitätsministerisch wichtig klarzustellen, Gewalt am Staat ist keine Privatsache, den Opfern wird geholfen. Am Ministerium halten wir zusammen mit der Polizei, dem Parquet und den sozialen Gestionären die Situation genau am Arm. Dafür sind sie nicht allein. Sie kriegen zu allen Momenten von den Assoziationen geholfen. Auch potenziell Täterinnen und Täter können sich zu allem Moment von einem spezialisierten Service begleiten lassen. Seit dem Anfang der Pandemie wurde das Ministerium all die nötigen Mesuren ergriffen, für die Organisationen ihre Aktivitäten weiter assurieren können. Kontakte, Konsultationen über Telefon, Videokonferenzen, Mail und Permanenzen die 7 Tage auf 7 angeboten. Eine wichtige Arbeit wird von den Equipen von der Helpline gelegt. Für die Helpline ist es Nummer 20 60 62. Am Fall von einer Urgenz ist es auch klar, dass die Polizei und der Parquet dafür sorgen, dass dafür geschützt und Täterinnen und Täter bestraft werden. Das Ministerium hat eine extra Internetseite violence.lo mit all den Kontakten von den Organisationen. Der rechtliche Kader ist alle zu Busch gesagt. Mir genau so wichtig ist es doch, weiterhin über die häusliche Gewalt aufzuklären und zu sensibilisieren. Als Egalitätsminister und als Innenminister begrüße ich die Initiative von der Gemeinde Stengefurt mit der Expo Derrière les Chiffres. Klarzeichen gegen häusliche Gewalt zu setzen. Gemeinden sind der zentrale Platz, wo die Leute zusammen leben, also sind ein wesentlicher Partner, wenn es darum geht, die Egalität lokale Plan umzusetzen. Informieren ist ein erster Schritt für die Gewaltspirale zu brechen. Es geht helfen. Mehr lassen keinen am Stach. Je suis française. Je suis une maman, j'ai 2 enfants. De 15 et 17 ans. Ma relation, elle avait très bien commencé. Bon, on s'est connus, on s'est aimés, et puis du coup, on a décidé de faire la vie en commun, ensemble. Au bout de 4 mois, tout allait très très bien. On vivait ensemble, on était bien. Et puis, à partir du 5e mois, tout a commencé à aller mal, c'est-à-dire le monsieur, il a commencé un peu à boire de l'alcool. Il devenait agressif envers moi, en parole, et aussi il m'humiliait en fait, comme ça, quand il buvait de l'alcool, il m'humiliait, il me faisait des gestes agressifs. Ouais. Donc ça a commencé à dégénérer, et il a commencé à me donner des coups. Et en fait, quand il me donnait ces coups-là, et mes enfants, ils ont entendu ce qui se passait parce qu'ils étaient à l'étage. Ils sont descendus voir qu'est-ce qui se passe. Ils ont trouvé le monsieur en train de me donner des coups et me taper partout, en fait, sur la tête, partout. Et mes enfants, ils ont appelé la police. J'accepte de témoigner aujourd'hui pour dire aux femmes qui subissent la même chose que moi, des violences conjugales, qu'elles ne sont pas toutes seules. Il y a des associations qui sont là pour nous, que si on a des problèmes, on pourrait avoir un pas vers eux. Et ce pas-là va nous sauver la vie, va nous sauver de la violence qu'on est en train de subir.
Je m'appelle Isabelle Marchal, je suis assistante sociale de formation et responsable de la structure Zichem de la Fondation Maison de la Porte Ouverte. Notre structure héberge des femmes en détresse victimes de violences, ainsi que des jeunes mamans, mais également depuis 2013, des jeunes parents dans notre centre parental. Mon travail consiste surtout à ce que la structure réponde à sa mission d'hébergement de familles en détresse, à faire en sorte que les résidents et leurs enfants se sentent en sécurité et bien entourés, et ce, grâce à la bienveillance de l'équipe. Nos résidentes arrivent abîmées dans un moment très difficile de leur vie. L'objectif final de notre accompagnement est que toutes nos familles puissent se reconstruire et poursuivre leur vie à l'extérieur du foyer en étant plus fortes et mieux outillées. Jill Thomas vom Service Egalité des Chances von der Gemeng huet de Tour durch d'Ausstellung aufgeschloss. So ein Schmerz für das ganze Leben. Das gefällt. Das ist wirklich ganz interessant. Expo. Und nicht so wirklich merci, dass ihr kommen seht. Honoriert, also keine Ausstellung.